my everything to you, King of our stories. You came to save us, all that we'll ever need, all that we'll ever need. His name is Jesus, perfect Redeemer, my everything to you, my everything to you. King of our stories, you came to save us, all that we'll ever need, all that we'll ever need. His name is Jesus, perfect Redeemer, my everything to you, my everything to you. Help me to never forget what you have done at the cross. When my sin was laid, I stand here arms open wide, forgive. Wunderschönen guten Abend hier aus der Gebetswoche. Hier, wir sind in Zürich hier und ich habe euch hier eine coole Crew mitgebracht, die wir hier heute Abend gemeinsam beten. Das ist Lea. Hallo zusammen. Hallo Lea. Hi, Joel. Wir arbeiten gemeinsam für Sunday Night, so für die junge Celebration. Und dann haben wir hier noch aus ICF Bruck, das ist auch hier in der Schweiz, haben wir unsere Worshipper Steffi und Noemi. Schön, Ja. dass ihr auch dabei seid. Und dann ist natürlich noch eine ganze Technik-Crew. Und nicht zu vergessen, die Simone, euer Chat-Host. Und du, schön, seid ihr auch alle mit dabei. Ich habe hier gesehen schon im Chat, Lieselotte ist dabei, Maria ist dabei, Iris ist dabei, Alex, Carmen, Max, Anuk, Angelina. So schön, noch ganz viele. Schön seid ihr alle mit dabei, denn das ist Kirche, wo wir gemeinsam sind, ist Jesus mitten unter uns und er wird heute etwas tun. Yes. Das erwarten wir. Genau, was ist das Thema heute, Lea? Hey, wir beten für deine Arbeit. Es ist wieder ein neues Jahr und wir möchten einfach heute Abend unsere Arbeitsstellen oder wo du arbeitest einfach Gott hinlegen und fragen, was er möchte uns sagen und uns einfach dieses Jahr ihm einfach widmen. Genau. Jetzt ist gleich mal meine erste Frage an euch alle und bitte schreibt das mal in den Chat, so kriegen wir ein bisschen ein Gefühl. Wenn du gefragt wirst, was ist deine Arbeit? Das ist ja immer so eine Smalltalk-Frage, die man eigentlich nicht gerade stellen soll. Aber heute, wo wir beten für die Arbeit, ist das eine sehr relevante Frage. Was ist deine Arbeit, Lea? Also ich habe verschiedene Jobs. Ich arbeite hier im ICF. Ich leite die Kommunikation und arbeite sonst noch im Büro und studiere Theologie in Teilzeit. Ganz viel Arbeit. Das du Ja, hast. macht Spaß. Noemi, was ist deine Arbeit? Ich bin Primarlehrerin, auch im Kanton Aargau. Primarlehrerin. Das heißt, wie alt sind deine Kids, die du unterrichtest? Zwischen 11 und 12 Jahren, also eine 6. Klasse. Okay, arbeitest du 100%? Ja, 100%. Das ist strenge Arbeit. sehr. Machst du's ja. gerne? Ja, ich lieb's. Machst du es Von gerne? ganzem Sehr gut. Herzen, ja. Mal schauen, vielleicht sind noch andere Lehrerinnen und Lehrer hier mit bei uns hier im Gebetskreis drin. Was machst du, Steffi? Was ist deine Arbeit? Also eigentlich bin ich Mami für 80%. Ja. Oder noch mehr. Eigentlich Mami ist ja keine Prozentstelle. Mami ist einfach eine 30% Stelle. Aber ich arbeite auch noch im ICF. Dort bin ich auch noch angestellt, bei uns in Bruck. Genau. Für das Worship, Ja. vor allem für Worship, aber auch noch für die Für Celebration auch noch. Aber ja, genau. Genau. Cool. Eben, ich glaube auch heute, oder? Wenn wir arbeitest du schon? was arbeite ich? Ja, Genau. Ja, das ist wirklich witzig. Ich bin seit 18 Jahren hier im ICF angestellt und auch mein Job verändert sich immer wieder, kommen neue Sachen dazu. Grundsätzlich bin ich Pastor eben im Sunday Night und nebenbei noch ganz viele andere Dinge, die hier in der Kirche, wo es mich gebraucht. Und aber auch, ich bin Papa. Yay! Yay! Das ist auch meine Arbeit und natürlich die härteste Arbeit von allen. Ich bin Ehemann. Nein, ich weiß nicht, ob das Arbeit ist. Es ist vor allem ein Vergnügen und ein Privileg. Aber lass mich hier kurz in den Chat schauen. Was sind so eure Arbeiten? Das nimmt mich Wunder hier. Mario hat geschrieben, ich bin Sacharbeiter in einer Finanzbuchhaltung. Das hatten wir auch noch nicht. Familienmanagerin. Und ich überlege gerade, wie ich wieder in die Arbeit einsteige. Toll. Eine Rentnerin haben wir da. Seelsorgerin auch. Seelsorgerin, Sehr auch schön. cool.
Hausfrau, Mama von 3 Jungs, frische Oma. Herzliche Gratulation, liebe Simone. Oh, Poststelle, das war mein erster Traumberuf, an der Poststelle zu arbeiten. An der Poststelle. Ja, cool. Super. Fahrdienstleiter, cool. Krankenpflegerin. Erzieherin in der kirchlichen Kita, Krankenpflegehelferin, danke dir für deine Arbeit. Ja, wunderbar. Sehr wichtig. Also, oder? Ich glaube, gerade heute, und ich möchte jetzt kurz zu allen sprechen, die vielleicht denken, ja, wenn es um Arbeit geht, dann geht das mich eher nichts an, weil, ich bin jetzt doch pensioniert oder, ich bin doch, vielleicht bist du auf der Suche nach einer Arbeit und so, aber genau, da müssen wir ein bisschen auftun und neu denken. Denn aus Gottes Augen sind wir alles berufene Arbeiter in dem drin, wo wir sind. Wenn es darum geht, die Küche aufzuräumen bei dir zu Hause oder heute bist du auch ein Arbeiter, weil du bist heute ein Beter, ein Angestellter von Jesus, von dem Himmel, dass du mit uns betest. Und das sind alles diese Dinge, wo du merkst, hey, du bewegst etwas und trägst etwas in die Welt hinein. Dann starten wir gleich mit der ersten Bibelstelle gemeinsam. Wir werden immer wieder eben Bibelstellen anschauen, die in unsere Arbeit, in unser Alltag hineinsprechen. Hey, ihr dürft gerade euch eure Bibeln herausnehmen, wenn sie habt. Ich lese vom 1. Petrus 2, Vers 9 aus der NGÜ. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm alleine gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Hey, und du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Und ich möchte dir einfach sagen, du bist berufen, wir alle sind berufen, Priester zu sein. Wir sind berufen für diese priesterliche königliche Priesterschaft. Und egal, ob das jetzt Mama ist oder Lehrerin oder du als Pastor, vielleicht als Pastor ist das ein bisschen offensichtlicher, aber das macht so keinen Unterschied. Wir sind alle, haben diese Salbung und ich möchte dich einfach hier jetzt gerade ermutigen, diesen Mantel der Priesterschaft für dieses Jahr neu anzuziehen und dir bewusst zu werden, hey, wo kann ich ein Priester sein in meiner Arbeitsstelle? Genau. Ich möchte das mit einem Gebet starten und dann gehen wir in eine Zeit, in der wir einfach mal gleich, wir singen einen ersten Worship-Song und hören einfach mal, was könnte so, ich habe wieder das Bild gesehen, dass vielleicht machst du das auch bei dir zu Hause, du stellst dir vor, wenn du da jetzt so sitzt, dass Gott dir einen Umhang schenkt, einen Priesterumhang und frag dich mal, was ist diese Salbung, die du eben, oder dieser priesterliche Auftrag, den du hast, gerade wo du bist als Mutter, als Lehrerin, als Büroangestellte oder wo auch immer du bist. Was ist eigentlich die göttliche Sicht über das, was Gott dich hineinberufen hat? Und Jesus, wir sind heute hier. Wir danken dir für unser Leben, wo du uns hineingestellt hast. Wir danken dir für die Arbeit, wo wir sind. Wir danken dir für die Chefs, für die Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten, vielleicht sogar für Angestellte, die wir haben. Und auch, Jesus, heute öffnen wir uns, dass du uns dein Wort, deine Wahrheit für unseren Alltag nochmal offenbaren darfst. Komm, Heiliger Geist, und sprich in dieser Zeit. Amen. Hey, ich möchte dich auch noch mal ermutigen. Ich finde das ein Sinnbild, dass Jesus, als er den Weg zum Kreuz gemacht hat, musste er durch die Via Dolorosa laufen in Jerusalem. Und das ist diese Businessstraße in Jerusalem. Und ich glaube, das ist wie ein Sinnbild, das sagt, hey, wo kannst du in deiner Arbeitsstelle das Kreuz aufzeigen? Wo kannst du die Liebe von Jesus widerspiegeln? Wo kannst du einen Unterschied machen? Darum ist das meine erste Frage, wo du es vielleicht einfach ein bisschen reflektieren kannst. Wie bei dir, Joel, ist es die Bühne. Das ist so logischer Pastor, aber ich möchte dich fragen, was ist deine Bühne bei deiner Arbeit? Wo kannst du einen Unterschied machen? Wo bist du berufen? Darum die erste Frage, was ist deine Bühne?
Spirit of God, your presence is all around. Come pour it out, we're longing for more of you. Oh Spirit of God, your presence is all we need. Yes, we need you. Oh, come pour it out. There's no place we'd rather be. We sing hallelujah, hallelujah. Oh God, you reign. We sing hallelujah, hallelujah. Forever you reign. We sing you reign. We sing hallelujah, hallelujah. Forever you reign. This is a heart's cry. We want to see your power and glory. Oh, pour it out, pour it out. God, send your kingdom. Oh, here as in heaven, God, you are moving. Oh, pour it out, pour it out. This is a heart's cry. We want to see your power and glory. Yes, pour it out, pour it out. Oh, God, send your kingdom. Oh, here as in heaven, God, you are moving. Pour it out. We sing hallelujah, hallelujah. Oh, God, you reign. We sing hallelujah, hallelujah. Forever you reign. Meine zweite Frage ist, dass du Gott stellen kannst, ist, dass du Gott fragen kannst, wieso bin ich an dieser Arbeitsstelle? Und vielleicht können wir dann nochmal die Bridge singen. Und ich sage das so gut, für was wir das ist unser Herzensschrei. Yes. Dass die Kraft Gottes durchbricht in dieser Arbeitsstelle, wo wir sind. Dass wir wirklich diese Kraft des Heiligen Geistes spüren dürfen, jeden Tag neu, wenn wir am Morgen aufstehen, dass wir diese Freude haben dürfen für unsere Mitarbeiter, für unsere Kollegen, für unseren Chef. Und ja, wirklich, wir können vielleicht nochmal in die Bridge gehen und einfach das vor Augen führen, warum bin ich an dieser Arbeitsstelle? Frag das doch Gott, leg das This is a heart's cry. We want to see your power and glory. Oh, pour it out, pour it out. God, send your kingdom. Oh, here as in heaven, God, you are moving. Yes. Oh, this is a heart's cry. Oh, we want to see your power and glory. Oh, pour it out, pour it out. And God, send your kingdom. Oh, here as in heaven, God, you are moving. Oh, pour it out, pour it out. Jesus, heute sind wir da und wir unterordnen unsere Positionen, die wir haben als Mutter, als Chefs oder als Angestellte oder überall, wo wir sind, Jesus. Dein Königreich soll kommen, durch unsere Arbeit, durch das, was wir einbringen können. Jesus, dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen durch unsere Arbeit. Und schlussendlich alles, was wir tun, zu deiner Ehre, Jesus. Ja, Herr, und ich bete, dass wir eine göttliche Sicht bekommen auf unsere Arbeit. Dass du uns deine Augen schenkst und uns einen neuen Blick gibst. Was ist deine Sicht auf unsere Arbeitsstelle, auf unsere Arbeit, die wir tagtäglich machen? Wir machen das so viel, wir machen das 8 Stunden, 5-mal die Woche. Jesus, und wir möchten dir dort dienen. Ja. Und das ist meine nächste Frage. Jesus, wie können wir dir dienen in unserer Arbeitsstelle, in unserer Arbeit, als Mutter, als Vater? Jesus, zeige uns einfach ganz persönlich, wie wir dir dienen können.
Ich glaube, es war Jesaja, wo Gott gefragt hat, wen soll ich senden? Und dann hat Jesaja selber gesagt, Gott, sende mich. Und ich glaube, dass Gott dir zu Hause oder uns allen die Frage heute stellt, hey, auf deiner Poststelle, wo du bist, in der Fabrik, in der du arbeitest, in deinem Schulhaus oder auch in deiner Familie, wen soll ich senden? Und wenn du magst, darfst du ganz ehrlich Gott wirklich, aber nur wenn du es von Herzen merkst, du möchtest das machen, sagen, Gott, sende mich. Du darfst in meine Schule, du darfst mich senden. Vielleicht willst du sogar in den Chat schreiben, wenn das dir hilft, ein Statement dazu geben. Gott, sende mich in meine Arbeitsstelle. Mir ist noch gerade Jeremia 1 in den Sinn gekommen und ich glaube, Gott spricht das für alle uns an. Eines Tages sprach der Herr zu mir, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir alleine zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Hey, ich glaube, ich möchte dir einfach sagen, du bist ein Prophet, du bist berufen, eine Prophetin und ein Prophet zu sein. Wir sind alle berufen, diese Botschaft zu verkünden. Und wir lesen die Bibel und da sind so viele Geschichten mit Menschen, die nicht perfekt sind. Wir sind nicht perfekt. Und ich kenne das mega aus meinem Leben, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich dann das erreicht habe oder wenn ich dann dort bin, dann kannst du mich brauchen, Jesus. Aber Gott macht nicht mit perfekten Menschen. Er möchte uns in unserem Alltag, so wie wir sind, unperfekt nutzen und hat uns berufen. Amen. Ja. Ich würde gerne, dass wir jetzt in eine Zeit der Fürbitte gehen miteinander. Ich glaube, das wäre jetzt cool. Und zwar könnt ihr in den Chat reinschreiben. Einfach, ich kann nicht versprechen, dass ich alle nehmen kann, aber für welche Berufs- oder Arbeitsgruppe sollen wir beten heute Abend? Und dann, wenn du zu der Gruppe gehörst, dann empfängst du einfach den Segen, den die anderen beten. Wenn du nicht zu der Berufsgruppe gehörst, dann bist du der starke Beter hier auch mit drin. Übrigens auch, wenn du das nachschaust und du bist jetzt nicht live mit dabei, dann bete trotzdem einfach für die Leute und auch wenn dir Menschen in den Sinn kommen, zum Beispiel wir beten für Lehrer und dir kommt eine Person in den Sinn, Noemi, dann dann bring diese Person gleich vor Gott, dass wir haben jetzt etwas so Starkes gemacht. Gott, ja, wir wollen, dass du durch uns ein Reich baust. Und jetzt beten wir für andere Leute. Also schreibe, für welche Leute sollen wir beten? Hier, ich habe schon erste. Für Pflegefachfrauen. Komm, wir beten für alle Menschen, die im Gesundheitsdienst sind, auch Ärzte, Rettungssanitäter und all das. Magst du das machen, Noemi? Ist das gut? Für uns zusammen, für alle im Gesundheitsberufen. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken für alle diese Menschen, die tagtäglich investieren in die Gesundheit. So ein wichtiger Beruf und es fasziniert mich immer wieder, wie du unseren Körper geschaffen hast und ich bin genauso fasziniert davon, wie die Menschen das verstehen können und damit arbeiten. Und ich segne alle Ärzte, alle Pflegefachkräfte, alle Personen, die irgendwie im Gesundheitswesen zu tun haben. Ich bitte dich, Vater, dass du ihnen immer wieder Kraft schenkst, auch wenn anstrengende Schichten anstehen, dass du ihnen die nötige Kraft gibst, die sie brauchen und dass sie mit ihren Patienten einfach, ja, dass sie dir begegnen dürfen durch die Patienten und dass sie einfach merken, du bist bei ihnen jeden Tag. Mhm. Yes. Als nächstes, Steffi, vielleicht kannst du für die beten. Und zwar möchte ich für alle, die, ich nenne es mal groß, alle, die für den Staat oder für Beamte sind. Also hier wurde geschrieben von Maisi, Politiker. Die Lehrer warten wir noch, die machen wir nachher, Politiker, aber auch Polizei, SOS-Kräfte, Feuerwehrmänner und Frauen. Und wir nehmen auch, hier hat jemand noch geschrieben, Müllfahrer, auch die Leute und natürlich alle, die auch auf der Verwaltung, einfach so, die Leute, die für den Staat irgendwo angestellt sind. Danke für eure Vorschläge da. Komm, wir beten alle gemeinsam für alle Beamten.
Jesus, ich danke dir so vielmal für all die treuen Frauen und Männer, die für den Staat arbeiten, die vielleicht auch im Hintergrund sind, wo wir gar nicht so mitbekommen, was die alle für Stunden arbeiten, Jesus. Und ich bete, dass du ihnen deine Sicht schenkst über ihre Arbeit, dass du ihnen deine Sicht schenkst, dass sich die Arbeit lohnt, dass sie wissen dürfen, dass sie eine sinnvolle, wunderbare Arbeit machen, Jesus. Danke vielmal, dass du sie stärkst, Jesus. Und ich bete auch für deine Bewahrung, gerade für die Polizisten und die Feuerwehrmänner und also eigentlich für alle, Jesus. Bete ich einfach für Schutz und Bewahrung, dass wir wirklich merken, oder sehen können, wie unsere Leute von dem Staat einfach bewahrt bleiben. Und danke, Jesus, dass du einfach auch neue Leute rufst, auch da, wo Not am Mann ist oder da, wo noch fehlt, dass du wirklich da Leute rufst, die das mit Leidenschaft und Herzensblut machen können, Jesus. Danke für deine Gnade, für deine Freude, die du vielleicht auch wieder neu schenkst. Yes. Amen. Ich würde gerne, Lea, dass du betest für alle, die ihre Arbeit innerhalb der Familie verrichten. Und das sind auf der einen Seite die Mütter, die Väter, aber auch, es gibt Leute, wahrscheinlich auch hier im Chat, die kümmern sich um kranke Eltern zum Beispiel oder gehen regelmäßig zum Beispiel eine Tante oder irgendwie besuchen und Gott hat euch berufen um da Menschen. Und vielleicht sind es jetzt nicht sogar noch darüber hinaus jetzt nicht mal nur leibliche Verwandte, sondern auch einfach Menschen, die Gott euch aufs Herz geben und ihr kümmert euch um die. Ist das gut? Betet alle mit, Lea. Ja. Herr Jesus, ich danke dir so vielmals für alle Eltern hier. Danke einfach, dass sie Tag und Nacht da sind für die Kinder, für die nächste Generation, die aufwächst. Und ich bitte dich einfach für übernatürliche Kraft für alle Eltern, für Freude, dass sie wirklich diese Liebe, die du verkörperst, dass sie ihren Kindern mitgeben können und dass eine neue, gesunde Generation aufwachsen darf durch diese wunderbare Elternschaft, die hier ist und dass es wirklich eine göttliche Elternschaft sein darf, die ihre Kinder so lieben und so ermutigen können, dass sie wirklich aufwachsen können und aufblühen können, Jesus. Und auch für die ihre Eltern pflegen oder irgendwo ihre Familie dort tagtäglich unterstützen. Da bitte ich sie einfach auch, dass du ihnen diese Freude gibst für diese wunderbare Arbeit, dass du ihnen Weisheit gibst, wie umzugehen in schwierigen Situationen, wo sie vielleicht Entscheidungen treffen müssen. Bitte ich sie einfach für deine Führung und dass sie einfach jeden Tag aufstehen dürfen und deine Stimme kennen, deinen Weg sehen dürfen und dass du wirklich jede Schritt lenken darfst. Und ich spreche dir einfach Frieden aus und Freude, dass da, wo du bist, dass du genau richtig bist. Und dass dass du dort ein Segen sein darfst. Sei das auf dem Spielplatz mit anderen Müttern, mit anderen Eltern oder in der Pflege von deinen Eltern vielleicht. Wir segnen dich und wir danken dir einfach für deine Arbeit. Ja. Ich möchte noch für alle, die in Erziehung oder irgendwo mit Kindern arbeiten, beten mit dir zusammen. Jesus, ich danke dir für alle diese berufenen Lehrpersonen, Lehrerinnen, Lehrer. Jesus, ich danke dir für alle, die in Kindertagesstätten arbeiten. Ich danke dir für alle, die auch als Unterstützung an den Schulen arbeiten, als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ich danke dir auch an dieser Stelle für alle, die Sonntagsschule geben und da Kindern einfach das Evangelium weiterbringen und alle weiteren Berufe, Jesus, die es da gibt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du gerade da diesen Menschen, gerade den Christen Weisheit schenkst, wie sie die Kinder, den Kindern helfen können, einen starken Charakter zu bilden und ein Herz, Gott, das offen ist für dein Reden und das Ehrfurcht vor dir hat und auf deine Stimme hören kann, Gott. Amen. Es gibt noch viele Berufsgruppen. Ich hoffe, wir haben hier niemanden verletzt, dass wir jetzt nicht noch für dich auch gebetet haben. Für die Pastoren haben wir nämlich auch noch nicht gebetet. Die beten wir genug. Für die beten wir genau. Das ist gut. Nee, ich würde gerne an dieser Stelle weitergehen mit einem Bibelvers wieder. Denn, jetzt möchte ich mit euch etwas machen in dieser Gebetszeit. Eigentlich so für mich
der Auftrag, dass wir überhaupt arbeiten sollen, das ist im 1. Mose, kommt das schon im 2. Kapitel. Da hat Gott ja den Menschen geschaffen und dann stellt er die Menschen in den Garten Eden. Lasst uns das zusammen lesen. 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er solle ihn, und jetzt kommt es, bebauen und bewahren. Das sind so diese 2 Aufträge, bebauen und bewahren. Also das erste, das Bebauen, das wird in der Bibel immer wieder auch, das ist Avad oder Avadar, auch das Avadar ist die Arbeit oder das Verb ist das Avad. Und das bedeutet auf der einen Seite eben, hey, wir sind berufen zu arbeiten, zu bebauen in diesem Garten. Aber gleichzeitig, das gleiche Wort bedeutet eben auch, wir sind berufen anzubeten. Also unsere Anbetung, die wir geben und das Arbeiten das geht ineinander über. Also E-Mails schreiben ist Worship. Amen. Ist Anbetung. Füdliputzen ist Füdliputzen, genau. Ein Füdli ist ein Popo auf Schweizerdeutsch. Füdliputzen ist auch. Was sind so die schwierigen Prüfung korrigieren, oder was ist für eine Lehrperson? Aufsätze korrigieren. Das ist Worship. Das ist Worship. Und bei dir als Studentin? Die Aufsätze, nein, zu schreiben. Zu schreiben. Viel zu lesen. Nein, aber ich sehe es, mein Vater ist Bauer und ich sehe das so an ihm, habe ich das immer gesehen, er hat so diese Freude einfach, Gott zu dienen. Und er sieht überall Gott in jedem einzelnen kleinen Käferchen. Und ich finde das so genial, wie er wirklich mit seiner Arbeit als Bauer einfach Gott so lobt. Ja? Das war für mich immer ein mega Vorbild. Ja. Ich habe das Gefühl, oder für die Juden war das klar irgendwie, das gehört zusammen, das ist das Gleiche, wenn ich da aufs Feld gehe oder was auch immer ich tue, das ist Worship. Und für uns, wir haben das ein bisschen getrennt und heute Abend gehen wir da wieder zurück. Und einfach, wir singen jetzt einen Worship-Song und da geben wir Gott unser Herz hin und sagen, Jesus, wir gehen morgen oder ab jetzt wieder, wir wollen dich anbeten. Alles, was wir tun, Jesus, soll zu deiner Ehre sein. Und wir machen gemeinsam dieses Statement heute Abend. Wir beten dich an mit allem, was wir tun, Jesus. Here's my heart, Lord, have it all. My hands are open, I let go. And I leave behind the things that pulled me down. To you, the Holy One, you are holy. In you I stand unshakable, and my future now unbreakable. So come what may, I choose to stay in your love that won't fade away. So Jesus, come and Lass uns dieses You are holy, du bist heilig, singen und beten und dabei Jesus auf den Thron unserer ganzen Arbeit, unseres ganzen Strebens stellen. Jesus, zu deiner Ehre. Denn du bist heilig.
Du verdienst unsere Anbetung. Du verdienst unser Arbeiten. Ich arbeite für dich, Jesus. Du bist würdig. You are worthy, yes, you are worthy, my God. You can have it all. Oh, you are worthy, yes, you are worthy. Oh, you are worthy, our God. Come and have it all. Herr, ich möchte auch für diese Menschen noch beten, die vielleicht jetzt keine Arbeitsstelle mehr haben oder vielleicht da etwas du entlassen wurdest. Ich möchte dann für dich auch noch beten. Jesus, danke, dass du jeden einzelnen Menschen siehst und siehst, ja, dass du in Kontrolle bist von allem, Jesus. Und ich bete jetzt einfach dort, wo du vielleicht Enttäuschung erlebt hast oder wo du jetzt gerade eine Kündigung bekommen hast, dass du einfach der Friede Gottes, dass du das spüren darfst und dass Gott die richtigen Türen öffnet. Und ich sage dir, du bist genau gleich wert, ob du jetzt arbeitest oder nicht. Gott sieht dich und er führt dich und er wird dich zu saftigen Weiden führen. Ich spreche das aus, dass er wirklich dich führen darf und jeden Schritt lenken darf und dich wieder, ja, einfach, dass seine Wege gut sind. Das zweite Wort, das in dieser Bibelstelle geschrieben stand, war das Wort zu bewahren, also bebauen und zu worshipen, und das andere, den Garten zu bewahren. Und manchmal merke ich sogar selber, vergesse ich, was es eigentlich für ein Vertrauen ist von Gott, dass ich gerade da, wo ich bin, eine Verantwortung mittragen darf. Und in jedem Beruf hat man das irgendwie. Vorher, der Müllmann hat hier reingeschrieben, wir sollen für Müllmänner beten. Ein Müllmann, wenn er seinen Job nicht macht und diese Verantwortung, die er hat für die Straße und auch für die Menschen, die da wohnen, und da überall, wo man eine Verantwortung hat, glaube ich auch, hat man eine Salbung, einen Auftrag und auch eine Autorität, gerade wenn man da eben dann betet. Und komm, wir nehmen uns einfach eine Zeit, und das ist jetzt sehr individuell, bete für deinen Garten, den Gott dir anvertraut hat. Die Menschen, die Gott dir anvertraut hat, als Chef, für die Mitarbeiter, einfach was auch immer. Und ich weiß auch nicht, was wir jetzt hören oder so, wir beten für das, was uns anvertraut wurde in unserem Garten. Jesus, ich glaube, etwas, was du uns anvertraut hast, sind unsere Mitarbeiter, unsere Teams in unserer Firma, oder wenn du Mutter oder Vater bist, die anderen Mütter auf dem Spielplatz, die du triffst, auch unsere Chefs, die wir haben, einfach alle diese Menschen, die wir durch unsere Arbeitsstelle einfach treffen, und hier auch unsere Nachbarschaft, wenn du eher von zu Hause aus arbeitest oder eher zu Hause bist im Alltag, dann deine Nachbarn auch. Gott, ich danke dir, hast du mich da hineingestellt, um gerade für diese Menschen ein Licht zu sein, um gerade diesen Menschen diese Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Und ich bitte dich, Jesus, dass dein Licht durch mich durchstrahlt. Ich bitte dich für Menschen, die im Alltag auf mich zukommen und offen sind für das Evangelium, für die gute Nachricht von dir. Ich bitte dich um gute Gespräche, Jesus, über dich. Ich habe wie das Gefühl, dass manchmal die Verantwortung auch so ein extremer Druck ist, der auf einem lastet und der einem manchmal fast die Freude an der Arbeit rauben will. Und ich will noch dafür beten, dass wir das einfach loslassen dürfen, weil wir sehen, dass Gott über allem steht und dass wir das auch mit ihm zusammen handeln können und dass er uns da hilft. Jesus, und so bete ich für jede einzelne Person, die diese Verantwortung manchmal als Druck spürt oder als eine Last, die auf einem lastet, die man vielleicht fast nicht handeln kann oder die eben einem die Freude nimmt. Und Jesus, da bete ich einfach, dass
dass wir sehen und merken dürfen, dass du uns hilfst dabei, dass wir nicht alles alleine tragen müssen, sondern dass du unsere Hilfe bist, dass auch der Heilige Geist unser Ratgeber ist und der uns hilft in schwierigen Situationen, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass wir dich als Freund neben uns sehen können bei der Arbeit. Und ich bete für eine neue Freude, für eine neue Leidenschaft bei der Arbeit, dass wir wieder mit vollem Herzen dabei sein können und auch wieder sehen das Potenzial, das du in uns gelegt hast, dass wir da etwas sehen, etwas ausbreiten können. Ja, und ich möchte noch für alle Studenten beten. Danke, Jesus, dürfen wir studieren. Sind wir in einem Land, wo wir Bildung haben. Und ich bitte dir einfach gerade für jeden, der studiert, dass du einfach Durchhaltewillen gibst, Weisheit, dass das, was wir lernen dürfen, dass wir auch im Studium dir dienen dürfen, im Lernen, mit unseren Mitstudenten, mit unseren Dozenten, Jesus. Ich bete einfach für Segnung und für diese priesterliche Salbung dort. Lass uns weiter in dieser hörenden Atmosphäre bleiben. Hier im Buch, in diesem Kapitel im neuen Buch, da spricht Leo auch davon, dass manchmal Gott mit so Blitzgedanken kommt und manchmal, das ist noch spannend, kannst du Johannes 14 lesen? Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Ich liebe das auf der einen Seite in meinem Alltag drin, manchmal wirklich erlebe ich das immer wieder, auch eben bei der Arbeit plötzlich, zack, kommt ein Bibelvers oder so. Und ich glaube, das wäre cool jetzt, wenn wir in diese Richtung gehen würden. Dass wir das gemeinsam einfach auch hören, ob Gott uns einen Bibelvers oder ein Lied dazu gibt. Ja, wollen wir beten für das. Herr Jesus, danke bist ein Gott, der spricht. Hast du ein ganzes Buch voll Wörter, die zu uns sprechen möchten. Jesus, danke. Sprichst du jetzt in diesem Moment zu jedem Einzelnen im Chat, zu uns hier, einfach durch die Bibel. Was ist ein Vers, der du uns geben möchtest für unsere Arbeitsstelle, für unsere Position? Wir geben dir einfach Raum, dass du jetzt sprechen kannst. Jetzt hör einfach mal, ob der Heilige Geist so ein Bibelvers plötzlich wieder in die Erinnerung kommt. Vielleicht weißt du, wo er steht, vielleicht weißt du auch nur einen Ausschnitt oder vielleicht sogar ein Lied. Manchmal ist es auch ein Lied, oder? Dass so eine Liedzeile dir plötzlich wieder in den Sinn kommt. Und das kann so sein, dass es Gottes Sprechen ist für dich, für gerade deine Arbeitsstelle. Jetzt wäre es toll, wenn du eine Bibelvers oder einen Song, schreib das gleich auch zur Inspiration. Die ersten machen das schon, Heiro hast das schon gemacht, gleich auch in den Chat, weil vielleicht manchmal ist ein Eindruck, den du kriegst, nicht nur für dich, sondern auch noch für die Schwester oder den Bruder neben dir. Darum lass uns das machen, vielleicht auch einfach was auch immer da gleich
Gott irgendwie jetzt in dein Leben gesprochen hat. Und dann, wenn du nichts gehört hast, dann lies im Chat durch, vielleicht kommt da auch etwas, was du merkst, oh wow, das könnte für dich auch sein. Du spürst es so im Herz plötzlich, das spricht mich an, dann kann es gut möglich von Gott sein. Lea, hast du auch etwas gehört? Ich habe vorhin die Bibel aufgeschlagen beim 2. Thessaloniker. Und zwar im Vers 16 finde ich mega passend zu der Arbeit. Wir bitten unseren Herrn Jesus, Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung schenkt, euch in euren Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Ich finde das mega ermutigend, dass Gott uns einfach jeden Tag die nötige Kraft geben wird für unsere Arbeitsstelle. Amen. Ja. Habt ihr beide so einen Vers, der euch durch den Tag trägt oder so ein Bibelvers? Nicht direkt jetzt, aber für mich begleiten viele Lieder den ganzen Tag. Ja. So. Dann singst du sie gleich mit den Kids. Also, meine Kids singen leider nicht so gern. Oh, mein Herz. Ich gebe mir so Mühe. Ich versuche mit Instrumenten und so, aber leider noch nicht. Ich hoffe und bete, dass es noch kommt. Aber ja, genau, da merke ich, da singe ich einfach für mich. Es ist für dich, dass es dich durchdringt. Ja, genau. Ja. Für mich ist es so ein bisschen, dass ich die Freude nicht verlieren möchte. Und Ja. mit dem Vers, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Es gibt auch immer wieder mal Momente, wo ich nicht immer lächeln kann, sage ich jetzt mal, aber zu wissen einfach, okay, meine Freude ist viel, viel tiefer als die Umstände. Stark. Es ist schon wirklich, wenn man das Wort Gottes, wenn man das wie als Fundament im Leben wie nehmen kann, auch in den Alltag, das ist so etwas Starkes. Jemand hat hier auch einen Vers reingeschrieben, der schon mich ich glaube, das war der erste Bibelvers, der in meiner ersten Bibel schon meine Eltern reingeschrieben haben, sei stark und sei mutig, denn Gott ist, ich bin bei dir. Und jetzt gerade vor einigen Tagen hat wieder jemand mich gesalbt und für mich gebetet und wieder diesen Vers, der kommt immer wieder und fordert mich auch heraus. Aber das ist, ich merke, ein Leben, gerade in der Arbeit drin, immer wieder zu sehen, hey, was möchte Gott das Wort für mich sagen? Das ist schon für mich ein etwas sehr Kostbares und Stabiles. Ich würde gerne jetzt etwas machen, was wir vorbereitet haben. Wir haben einen längeren Psalm und Psalm 100 und vielleicht ein bisschen Klavier. Und Lea liest den vor und wir hören, das ist jetzt einfach ein Bibelvers, den wir heute für uns alle nehmen. Und vielleicht ist es ein Wort, das raussticht oder etwas, was Gott tut. Vielleicht möchtest du die Augen kurz schließen und einfach, dass Gott spricht durch dieses Wort in dein Leben, in deine Situation hinein. Komm, wir hören da, was er sagt. Lobt unseren Gott, jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Dient den Herrn mit Freude. Kommt vor ihn mit Jubel. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde. Und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Denn reich an Güte ist der Herr, ewig währt seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Was für mich herausgestochen ist jetzt gerade in meiner Arbeit, weil manchmal bin ich in Spannung drin oder ich bin so darauf angewiesen, dass Gott wirklich treu ist. Und diese Zusage nochmal, ich darf damit rechnen, dass Gott treu ist. Und das ist, das hat mich jetzt gerade so angesprochen, jetzt gleich da. Ich finde das so jetzt ein Aspekt, dass auch da
Arbeit und Lobpreis ist, dass das dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel, so einen anderen Aspekt hat, dass ich nicht nur am Sonntag, wenn ich worshipe oder hier in der Kirche bin, sondern dass das mit meiner Arbeit ist, egal was ich mache. Also eure Arbeitsstellen ist dieser Jubel und dieser Lobgesang. Amen. Wir kommen langsam zum Ende und ich würde ganz gerne einfach zum Schluss euch noch salben. Und jetzt machen wir so, geht in die Küche, holt ein tolles Olivenöl und dann kommt zurück und wir singen noch ein Lied, bis ich dann euch noch salbe mit Jesaja 61. Ist das gut? Und dann enden wir dann mit der Salbung. Go! Yes. In meinem Chaos, in allen Fragen schaue ich auf zu dir. Denn tief im Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los. Und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du lässt mich niemals los. Und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los. Und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Ja, du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Oh, du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Gott ist sehr, sehr gut zu uns. Und ich möchte nun darüber sprechen, was es bedeutet, gesalbt zu sein. In Jesaja 61 ist diese Bibelstelle, wo eigentlich die Prophetie ist über die Salbung, die auf Jesus ist. Und Jesus sagt nachher, ja, diese Salbung ist wirklich. Also Jesus nimmt Bezug darauf. Und das ist die Salbung, und da kommen wir wieder zurück. Es schließt sich der Kreis, diese priesterliche Salbung, die auf uns ist. Und jetzt müsst ihr euch mal das anhören, wozu ihr gesalbt seid. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf dir, auf mir, auf uns, denn der Herr hat uns gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu bringen. Überall, wo wir in unserem Arbeitsstelle oder in unserem Umfeld Armut in irgendeiner Form begegnen, was es auch immer ist, da haben wir eine gute Botschaft. Will uns der Heilige Geist durch uns eine gute Botschaft hineinbringen. Er hat uns gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Überleg dir mal, wo Leute in deinem Umfeld ein gebrochenes Herz haben, da will dich Gott gebrauchen. Da hat er dich genau hingesandt, zu diesen Leuten. Und das Dritte, zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit sind. Ihr kennt sicher auch Leute in eurem Umfeld, wo ihr merkt, wow, okay, die leben nicht in ihrem Potenzial. Die werden irgendwie zurückgehalten. Oder in deinem Geschäft, wo du auch merkst, wow, da ist irgendetwas noch nicht ganz frei. Du bist berufen und gesalbt, da reinzubringen. Und darum, nehmt so einen Tropfen Öl und jeder macht das halt so selber, und du darfst selber einen Tropfen Öl nehmen und das so auf deine Stirn halten. Und ich möchte diese Salbung über dir aussprechen und dir als gesalbte Person in deiner Priesterschaft, in deinem Arbeit, wo du drin bist. Willst du auch? Ich spreche über dir aus, dass Gottes Geist auf dir ruht, weil der Herr dich gesalbt hat. Und ich segne dich, dass überall da, wo du Armut begegnest in irgendeiner Form, die Stimme Gottes hören kannst,
welches Wort du da hineinbringen sollst. Ich segne dich, dass überall da, wo du gebrochene Herzen antriffst, Menschen, die innerlich zerbrochen sind, dass du weißt, dass Gott dich dahin gesandt hat und durch dich Heilung in diese Herzen bringen will. Und ich segne dich, dass überall da, wo Menschen gefangen, gefesselt oder nicht in ihrem Potenzial sind, dass gerade du ihnen verkünden darfst, die Freiheit, in die sie hineinkommen können durch Jesus Christus. Amen. Amen. Vielen Dank, seid ihr dabei gewesen, habt ihr mit uns hier gebetet. War wirklich eine wunderschöne Zeit. Mega. Ja. Hey, und wir wünschen dir für dein Jahr 2023 einfach, dass du aufblühen kannst in deiner Arbeit, dass du wirklich diesen Mantel der Priesterschaft anziehen kannst und einen Unterschied machst und jeden Tag neu mit deiner Freude aufstehen darfst, dass du mit deiner Arbeit dienen darfst und dass das wirklich für Gott ein Lobgesang ist. Amen. Ja. Absolut. Wir sehen uns hoffentlich am Sonntagmorgen wieder. Das war der Abschluss eigentlich dieser Gebetswoche. Am Sonntagmorgen geht es natürlich wieder weiter mit unserer Celebration, mit der Serie auch über die Bibel. Und dann am nächsten Dienstagmittag, wie immer, Talk and Pray. Bis dann und ein gesegnetes Wochenende wünschen wir dir. Goodbye. Bis dann.